Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Heute stelle ich Ihnen unserem Programm Die Stimme der kurdischen Geschichte und Kultur, die kurdische Sprache, Geschichte, Kultur und Traditionen vor. Wir machen heute in deutscher Sprache der TV-Sendung, die wir schon lange geplant haben, aber nicht realisieren konnten. Heute freuen wir uns sehr, Ihnen eine Sendung auf Deutsch präsentieren zu können. Daraus werden wir Fernsehsendungen nicht nur auf Kurdisch, sondern ab und zu auf Deutsch machen. Wenn wir es finden, werden wir unsere in Europa lebende deutschsprachige kurdische Persönlichkeit und kurdische Freunde zu unserem Fernsehprogramm einladen und ihre Gedanken zu Kurdistan erfahren. Wir werden mit unseren Gästen über kurdische Geschichte, Sprache und Kultur und manchmal auch aktuelle politische Themen sprechen. Personen, die am Fernsehprogramm teilnehmen möchten, können sich bei uns bewerben. Wir danken Ihnen im Voraus. In der heutigen Fernsehsendung werde ich über die Kurden und Kurdistan in allgemein sprechen. Warum mussten wir im kurdischen Fernsehen eine Sendung auf Deutsch machen? Diese Beantwortung dieser Frage ist sowohl schwierig als auch einfach. Am wichtigsten ist, dass wir in Europa leben. Denn wir wollen mit solchen Sendungen, die wir weit weg von unserer Heimat und unter erschwerten Bedingungen machen, unsere eigene Bevölkerung Kurden zu erreichen. Gleichzeitig wollen wir den Europäern und allen Menschen auf der Welt unsere Probleme mitteilen. Ein weiteres Punkt: die größte kurdische Bevölkerung in Europa befindet in Deutschland. Die Bevölkerung der als ethnische Gruppe in Deutschland lebenden Kurden wird auf 500.000 bis 1,5 Millionen geschätzt. Die erste Migration von Kurden nach Deutschland geht auf die 1920 Jahre zurück. Millionen deutschsprachige Kurden leben in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Außerdem wird die deutsche Sprache in vielen europäischen Ländern gesprochen und verstanden. Wir können sagen, dass die deutsche Sprache die im zweithäufigsten gesprochene Sprache in Europa ist. Junge Kurden der neuen Generation sprechen nicht alles Kurdisch, sondern Deutsch. Denn als Folge der mehr als 100-jährigen systematischen Assimilationspolitik der türkischen Republik in Nordkurdistan, kurdische Region vom türkischen Staat besetzt, können die meisten Kurden heute kein Kurdisch sprechen. Deshalb müssen wir ihnen dieses Problem von den Kurden und Kurdistan auf Deutsch erzählen. Diese Kurden in Europa leben, sie müssen ihr eigenes Land, ihre Geschichte, Kultur, Sprache und Massaker an ihren Vorfahren durch Kolonisten kennen. Müssen wir das ihnen vorstellen. Wir müssen die Kurden und Kurdistan-Probleme noch nicht nur in Europa lebende Kurden erklären, sondern auch Europäern und allen, die Deutsch verstehen. Tatsächlich sollten Kurden in allen Ländern, in denen sie leben und die alle Sprachen, die sie beherrschen, über die eigenen Kurdistan-Probleme sprechen und vorstellen. Also müssen wir der Welt von unserem Problem erzählen und ihre Unterstützung bekommen. Alle Völker der Welt sollten wissen, dass wir Kurden eine Stadt brauchen. Das kurdische Volk kämpft seit Jahrhunderten für die Einrichtung eines eigenen Staates. Also jetzt über kurdische Sprache ein bisschen sprechen wir. Kurdisch indoeuropäische ist eine älteste und vielleicht die Grundlage dieser Sprache, die zur Gruppe der Sprachen gehören. Obwohl die kurdische Sprache die älteste Sprache der Menschheit ist, versuchen die
Herrschaftssystem, insbesondere seine Regionalmächte, die Staaten Türkei, Iran, Irak und Syrien, diese durch eine Politik der Spaltung und Vernichtung auszulöschen. Gleichzeitig die Kurden, die in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion jetzt innerhalb der Grenze der Russischen Föderation leben, seit Jahren einer Assimilationspolitik ausgesetzt. Vor allem die in Armenien und Aserbaidschan lebende Kurden haben durch die Assimilation die kurdische Sprache vergessen und einige sehen sie nicht mehr als Kurden. Aserbaidschan und Armenien fielen in Bergkarabach ein, dem Land der Kurden gehört, und vertreiben das kurdische Volk von dort. Ich werde darüber in einer anderen Fernsehsendung sprechen. Jetzt gebe ich Ihnen einige kurze Informationen über die Geschichte, Religion, Bevölkerung, Massaker der Kurden und warum sie keine Stadt haben. Der deutsche Archäolog Klaus Schmid fand bei seiner Ausgrabung in Nordkurdistan Göbekli Tepe, kurdisch Navik, wertvolle Informationen, um die Weltgeschichte neu zu schreiben. Göbekli Tepe ist türkisch. Auf Kurdisch heißt Navik. Auf Deutsch spitzer Bauch. Da der offizielle Gebrauch des kurdischen Sprache immer noch verboten ist, nannte es türkische Stadt Göbekli Tepe als türkisch, und dieser Name ist der Welt bekannt. Auch dies ein Beispiel für den Druck auf Kurden und eine große Beleidigung für kurdische Kultur und Sprache. Tatsächlich hat die türkische Staat solche Ausgrabungen nicht zugelassen, damit die Geschichte der Kurden nicht enthüllt wird. Im Gegenteil, sie haben früher immer sie zerstört. Aber als er das Geld berechnete, aus dem Tourismus kommen sollte, dürfte ihre Augen zu. Aber wie immer sagten einige Türken, dass dies eine türkische Zivilisation sei. Da die Kurden keine Stadt haben, können sie keine eigene Zivilisation beanspruchen. Im Grenavik-Tempel oder türkisch Göbekli Tepe innerhalb der Grenze der Stadt Reha, türkisch sagen Urfa, in Kurdistan wurde bewiesen, dass die Kurden eines der ältesten zivilisierten Völker der Welt sind, die seit 12.000 Jahren auf diesem Land leben. Vielleicht lebten sie hier vor 12.000 Jahren mit Kurden, anderen Völkern auch. Diese Völker haben die Gegenwart erreicht, indem sie ineinander verschmolzen sind. Bei der die Grenavik oder Göbekli Tepe durchgeführten DNA-Untersuchung wurde nachgewiesen, dass die Menschen der Region seit 12.000 Jahren hier leben. Die Kurden vor mehr als 4.000 Jahren in sumerischen Texten erwähnt. Aber das ist, wie sich herausgestellt, lange her. Die türkische, arabische und persische Staaten, die Kurdistan kolonisierten, zerstörten oder eigneten sich die Zivilisation der Region an, damit keine kurdische Geschichte entstehen würde. Die Debatte darüber, woher die Namen der Kurden stammen, geht also weiter. Darüber streiten die Wissenschaftler bis heute, wie die Name Kurde zustande kam. Die meisten Geschichten in der heiligen Bücher von Juden und Christen und Muslimen sind Ereignisse in der alten mesopotamischen Zivilisation stattfanden. Obwohl die Kurden mitten im Nahen Osten leben, zwischen den Bergen Ararat und dem Persischen Golf und von der Opfern der Tigris bis Innere des Iran wurde ihr Land zerstört. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel Heskif oder Hasankeyf, diese alte Stadt, das 20.000 Jahre lang der Ort verschiedener Zivilisationen war, wurde mit
dem vom türkischen Staat errichteten Wasserdamm überflutet. Trotz der Reaktionen aus der ganzen Welt hat türkische Staat dies getan. Sie hat alles sie tut alles, um die Zivilisation der Kurden zu zerstören. Das gesamte kurdische Siedlungsgebiet umfasst je nach Definition 440.000 bis 530.000 Quadratmeter und verteilen sich auf Staaten Türkei, Iran, Irak und Syrien. Also jetzt bei der Beschreibung des Landes Kurdistan. Im Zentrum Kurdistan liegt die östliche Teil Taurusgebietes. Hier ist die Orte, an denen Euphrat entspringt. Die meisten Berge von Zagrus erheben sich die östliche Teil Kurdistan, dieser Teil von iranischer Stadt besetzt. Der nördliche Berg Ararat ist mit 5165 Meter der höchste Gipfel des Landes Kurdistan. Im Westen fallen zerflutete Bergketten auf dem anatolischen Hochland der Türkei und im Süden auf den mesopotamischen Ebenen und syrischen Wüsten. Ein Teil Kurdistan wurde wegen seiner Unzugänglichkeit Jahrhunderten von den Handelsrouten des Ostens ferngehalten. Das große Kontrast zwischen kurdischen Ebene, Bergen, Wiesen, sogar Wüsten und Seen bringen nur die Schönheit des Landschafts Kurdistans zum Vorschein. Auch die Klima der einzelnen Regionen weist große Unterschiede auf. Im gebirgigen Norden Kurdistan, zum Beispiel Erzurum, Kars und Agiri, sinken die Temperaturen im Winter auf minus 30 Grad Celsius. Im Südkurdistan, irakische Teil, das Quersilber im Sommermonaten rund in Kirkuk oft über 40 Grad Celsius steigt. Das Siedlungsgebiet der Kurden ist fast groß wie Deutschland. Da Kurdistan die Landbrücke zwischen Russland und dem Persischen Golf sowie dem Indischen Ozean bildet, ist seine geopolitische Bedeutung in der Region enorm. Daher akzeptieren die Staaten, die Kurdistan geteilt haben, die Gründung eines Kurdistan-Staates nicht. 2 Drittel des irakischen Öl stammen aus kurdischem Gebiet. Das gesamte türkische Öl stammen aus Kurdistan. Die Existenz der die Flüsse Euphrat und Tigris und Wasserrichtung hindern den türkischen Staat daran, sie so schnell auszugeben. Öl wird auch in der kurdischen Gebiete rund im Elich, türkisch sagen Batman, anderen Gebieten in Kurdistan produziert. Das vom türkischen Staat ist Ostanatolien umbenannt wurde. Deshalb ist das einer der wichtigsten Gründe, warum Türken, Araben und Persen erlauben, nicht einen kurdischen Staat zu gründen. Denn die Gründung Kurdistan gegen große Vermögen verloren. Aber ein großartiges Kurdistan ist ein Gewinn für die ganze Welt. Die ganze Welt sollte das gut wissen. Der größte Teil von syrischem Öl, Getreide, Obst, Gemüse, Oliven befindet sich in Rojava, Kurdistan, syrische Gebiet. Der größte Teil des unterirdischen und oberirdischen Reichtums in Iran befindet sich auf dem Territorium Kurdistans. Die Kurden sind seit Jahren eine strategisch besonders wichtige russische Region. Alles, was Kurdistan heute noch interessant macht, sind in erster Linie die Ölfelder und die reichliche vorhandene Wasser, das aus den Bergen kommt. Diese Bildungsquellen befinden sich in 4 Teilen Kurdistans. Darauf wollen die Kolonialisten nicht verzichten.
Die wichtigsten Ölfelder des Iraks liegen am Rand Kurdistan, in der Nähe der Städte Kirkuk und Mosul. Diese beiden Städte gehören Kurden. Allerdings waren diese Städte besetzt und einer gewissen Assimilationspolitik unterworfen. Millionen von Arabern wurden an diesen Orten angesiedelt, was die demografische Struktur dieser Orte verschlechterte. Jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf kurdische Geschichte. Kurdistan. Die Kurden haben im Osten immer eine wichtige Rolle gespielt. Zum Beispiel gründeten sie vor Christus Zivilisationen wie die Gutis, Mitannis, Horianer, Meder und auch anderen kleinen Staaten in Mesopotamien, Anatolien und im Zagrus-Gebiete der Wiege der Zivilisation. Sie stellten mit Kerim Khan Zand von Ardalan auch einen persischen Kaiser zur Verfügung. Durch Idrisi Betlisi aus dem Gebiet Betlis wurde im 16. Jahrhundert eine Vereinbarung mit den Osmanen geschlossen und kurdische Mirs dürfen ihre Souveränität behalten. Die Kurden beherrschten Kurdistan als kleine oder große Fürstentümer. Während der osmanischen Zeit vom 16. bis Mitte 19. Jahrhundert, dank der Vereinbarung, die sie mit den Osmanen durch Idris Betlisi getroffen haben, berührten die Osmanen ihre Souveränität nicht. Dieser Vertrag hatte sowohl Vor- als auch Nachteile, weil sie sich die kurdischen Fürstentümer den Kriegen mit den osmanischen Armee anschließen mussten. Die kurdischen Mirs müssten einen Teil der erhobenen Steuer an den osmanischen Staat abführen. Damals befanden sich die Osmanen und die iranischen Safawiden in einem ständigen Kriegszustand. Der Ort des Krieges war auf dem Land Kurdistans, weil die beiden Städte Kurdistan Land haben wollten. Zu dieser Zeit setzten die Osmanen sunnitische Kurden ein und der iranische Safawitenstaat setzten kurdische Reahek oder Arabiten ein. Deshalb bekämpfen sich die Kurden manchmal miteinander. Damals schrieb Idrisi Betlisi mit dem Buch Hesht Behesht, auf Deutsch Acht Paradies, erst einmal die Geschichte der Osmanen. Die einzige Geschichte der Kurdistan-Volkes, die von einer Kurdin geschrieben wurde, geht auf das Jahr 1596 zurück. Dieser Buch mit dem Titel Sharafname stammt von Sharaf Khan, der Oberstbefehlshaber der kurdischen Armee im Finsterturm Stadt Betlis. Sharaf Khan stammt aus derselben Familie wie Idrisi Betlisi. Das Ziel von Sharaf Khan ist der erste Versuch, die kurdische Geschichte mit Sharafname, mit diesen Büchern, Sharafname ist ein Buch, Sharafname aufzudecken. Er wollte die Vergangenheit des kurdischen Volkes beleuchten und damit das Bewusstsein einer unabhängigen kurdischen Nation im ständigen Konflikt zwischen Osmanen und Persen prägen. Auch hier kann gesagt werden, dass Ahmed Khaneh einer der prominentesten kurdischen Schriftsteller und Dichter des 17. Jahrhunderts, also 1650 im Dorf Khaneh im Jolemerk, kurdisch sagen und auf Deutsch sagen Hakkari, geboren wurde. Laut vielen Forschern und Schriftstellern ist Khaneh sowohl der Name seines Dorfes. Nach diesen Ansichten wurde der Platz dieses Stammes von Jizre, Botan und Stadt Van verlegt. Ahmed Khaneh nahm mit ihrem Buch Memusin, dem Nationalpus des Kurden, der höchste Platz in der Herzen der Kurdistan-Nation ein und wurde so
zur unsterblichen Ahmed Khane ihres Volkes. Ahmed Khane leistete einen großen Beitrag zur kurdischen Kultur und zum nationalen Erwachen. Also die Kriege des osmanischen und iranischen Salawitenreichen um das Territorium Kurdistan und teilten am Schluss Kurdistan 1639 mit dem Vertrag von Kast-Schirin zwischen ihnen auf. Somit ist die Aufteilung zwischen die beiden Ländern bis heute unverändert geblieben. Also jetzt werfen wir einen Blick auf die Kurden, ihre Kultur und Religionen. Leider wurde die Geschichte der Kurden in der Vergangenheit von ausländischen Schriftstellern geschrieben. Einer von ihnen ist russischer Schriftsteller Basil Nikitin. Basil Nikitin, ein ehemaliger russischer Diplomat, begann seine Forschungen über Kurden, als er iranischer Konsul war. Während der Zweiten Weltkrieg veröffentlichten seine Werke. Es wird als das erste Kollektivwerke, das verschiedene Aspekte des kurdischen Problems abdeckt, bezeichnet. Der Inhalt seines Buches hat ein Merkmal, das eine ganze Reihe von Bereichen wie Geschichte, Geografie, Kunst und Literatur und sowie Glauben umfasst. Also so sind die Deutschland und in Europa den Kurden als Volk begegnet. Ein Reisender aus Deutschland ist in Kurdistan unterwegs. Die Beobachtungen dieses Wanderers werden in einem romanähnlichen Buch des sächsischen Lehrers Karl May veröffentlicht. Dieser Abenteuer der Protagonistin des Romans, Kara Ben Nemsi, ist eine Quelle der Inspiration für Millionen von Lesern, als ob es Existenz der Kurden zuerst in Europa und dann in der Welt beweisen würde. Karl, Karl, Karl May sagt in einen Titel seines Buchs Wilde Kurdistan, ich möchte Ihnen ein Stück vorlesen. Ich war in einem Spannungszustand, in dem ich seit Tagen nicht mehr war. Es gibt kein anderes Land auf der Erde, das so viele Geheimnisse biegt wie der Ort, an dem sie die Füße meines Pferdes berührt haben. Hier ist eine Szene, in der Hass der Völker, der wilde Fanatismus, die Geisel der Rache Legionen vom Opfer gekostet haben. Also im Roman so geschrieben. Mit diesen Worten bringt Karl May das Stadium des Hasses und Brutalität zum Ausdruck, das die Kolonialisten in Kurdistan angerichtet haben. Bevor die Kurden Muslime wurden, war ihre offizielle Religion der Zoroastrismus. Der Entstehung des Islam im 7. Jahrhundert vor Christus zur Zeit des islamischen Kalifat Hazrat Omer wurde Expeditionen nach Kurdistan organisiert und ein großes Massaker in Kurdistan verübt. So wurden die Kurden zwangsweise zum Islam konvertiert. Zoroastristische Tempel wurden zerstört und heilige Buch von Zarathustris, die Avestas, wurden verbrannt und verboten. Mit dem von Friedrich Nietzsche verfasste Buch, also sprach Zarathustra, wurde die zoroastristische Religion und die Zarathustra-Prophet in Europa weiterhin bekannt. Jeder Kolonialstaat der Kurdistan besetzt, verbot die Sprache, Kultur und Religion der Kurden, weil sie eine alte und wertvolle Kultur nicht ertragen konnten.
Mit der raschen Vorbereitung des Islam in dieser Zeit begann man die Geschichte der Kurden anhand von Dokumenten zu verstehen. Denn jetzt spricht man in islamischen Quellen von Kurden und Kurdistan. Es hat sich seitdem bis heute in gut dokumentierter Form erhalten. Vom Iran bis zu der Grenze Indiens, vom Kaukasus, der Weltspitze Afrikas, der Ausdehnungen über Spanien wurde das Islamisch-Arabische Reich in Kurdistan eingeschlossen. Kurdisch-islamische Dynastien entstanden nun in verschiedenen kurdischen Regionen und Städten. Am erfolgreichsten waren in Merwaniden, die über 100 Jahre zwischen Mosul, Ahmed und Nusaybini regierten. Die bekannteste dieser Dynastien ist die Ayyubid-Dynastie, die von Mitte des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts die Macht über Ägypten, Syrien, Teile Mesopotamien und den Jemen innehatte. Im Mittelalter stellten die Kurden unter Sultan Saladin einen der brillantesten Herrscher der Geschichte dar, der die Großritter aus Jerusalem vertrieben hatte. Aus diesem Grund waren die Kurden einige oder lange Zeit bei westlichen Christen unbeliebt. Einige Historiker zufolge wurden die kurdische Unabhängigkeit während des Ersten Weltkriegs von den westlichen Staaten aufgrund der Eroberung Jerusalems durch Saladin Ayyubis nicht unterstützt. Nach den Arabern blieben die kurdischen Gebiete unter Herrschern von Byzanz, Mongolen, Seldschuken und Osmanen, die Mesopotamien einige lange Zeit beherrschten. Als die Mongolen zum Beginn des 13. Jahrhunderts nach Christus plündernd in den Nahen Osten eindrangen, wurde der größte Teil Kurdistan von den Kavalleriearmeen des Großhans erobert. 100 Jahre nach den Mongolen zerstörte Timurilang, der aus Usbekien stammende Herrscher eines Reiches, das sich von Indien bis zum Mittelmeer erstreckte und von Mitte des 14. bis Anfang des 15. Jahrhunderts den Iran und Kurdistan eroberte, die Orte, wo er vorbeikam. Diese brutale Eroberer, der im Westen Timurlane oder Timur genannt wird, war er seine linke Seite teilweise gelähmt. Er zerstörte viele Städte und Dörfer in Kurdistan. Timur war ein zentralasiatischer islamischer Militärführer eines im Samarkand ansässigen turko-mongolischen Stammesverbandes und Eroberer am Ende des 14. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit waren diejenigen, die zum Zwecke zum Plünderung aus Fernasien kamen, meistens gemischte Gruppen von Mongolen und Türken. Wenn wir uns die Geschichte der Kurden ansehen, ist ihr Land als Folge der Unterdrückung durch die kolonialistischen Staaten, die sehr gelitten haben, mit Blut getränkt. Trotz der tiefen Konflikte und Schmerzen in der kurdischen Geschichte sind die Kurden immer in eigenem Land geblieben. Der Hauptgrund, warum die Kurden bis heute ein staatloses Volk geblieben. Entschuldigung. Also wie ich gesagt habe, wieso Kurden bis heute ein staatloses Volk geblieben sind, ist das Ergebnis des am 16. Mai 1916 unterzeichnete das Sykes-Picot-Abkommen und das Vertrag von Lausanne vom 24. Juli 1923. Diese beiden Vereinbarungen wurden mit Hilfe und Unterstützung von der britischen und französischen Imperialisten getroffen. Ich werde diese beiden Vereinbarungen ausführlich in einer anderen Sendung besprechen. Seit 1923 steht Kurdistan Heimat
Nordkurdistan unter der Herrschaft des kolonialistischen türkischen Staates. Wie früher die arabische islamische Armee griffen die Türken auch zu allen Mitteln, um die Kultur und Sprache der Kurden zu zerstören und sie Türken zu machen. Wie? Das bedeutet, dass die Kurden wie einen Türken durch Assimilation erziehen. Aufgrund dieser Assimilation betrachten sich viele Kurden heute als Türken. Sie verboten die kurdische Sprache, Kultur und Traditionen. Die türkische Stadt ändert die Namen der Kurden und alles vom Dörfer bis zu Bergen. Der türkische Kolonialiststaat greift heute Kurden in 4 Teile Kurdistan an. Jeder Teil Kurdistan hat eine andere Geschichte und ein anderes Problem. Es ist uns unmöglich, sie alles in dieser Sendung zu erklären. Also kurdische Bevölkerung, es gibt keine wirkliche zuverlässige Information über die Zahl der heute lebenden Kurden. Da Kurdistan immer eine Kolonie ist, kann die Vollzahlung nicht durchgeführt werden. Schätzungen zufolge gibt immer mehr als über 50 Millionen Kurden. Die Hälfte davon nur Kurdistan in der türkischen Teil, die restliche Hälfte in der Kurden leben im Ostkurdistan, iranischen Teil, Südkurdistan, im irakischen Teil und in Rojava, syrischen Teil. In der ehemaligen Sowjetunion lebten rund 1,5 Millionen Kurden. Ihre Zahl ist durch Assimilation und Vertreibung leider heute viel gesunken. Die heutigen Kurden Nachfahren Salatin sind das bevölkerungsreichste Volk der Welt ohne eigene Stadt. Versuche eine eigene Nation und eine eigene staatliche Souveränität zu gründen und zu erlangen. Sie scheiterten immer wieder an ihren Interessen an der Kolonialmächten Türkei, Iran, Irak und Syrien und den umliegenden Mächten Kurdistan sowie den eigenen internen Konflikten der Kurden. Dieser interne Konflikt der Kurden dauert seit Jahrhunderten an. Wenn die Kurden nicht vereint sind, es ist für sie sehr schwierig, erfolgreich zu sein. Darüber sprechen wir ausführlich in einer anderen Sendung. Die kurdische Volk kämpft seit Hunderten bewaffnet oder unbewaffnet für ihre Einrichtung eines eigenen unabhängigen Staates. Ihre Revolten wurden jedoch blutig niedergeschlagen, da es keine Macht gab, die ihnen jedes Mal helfen konnte. Entsprechend groß waren die Hoffnungen der Kurden, als die oberste Alliiertrat am 11. Mai 1920 des osmanischen Delegation den in Service einer Konferenz in Paris ausgehandelten Vertrag vorlegte. Er stellte sich für Kurden eine kurdische autonome Region mit kulturellen und politischen Autonomie vor. Die Hoffnung, dass die Kurden nach dem Vertrag von Service 1920 eine eigene Stadt haben werden, ist wahr. Nach dem Sieg der Alliierten im Ersten Weltkrieg legt US-Präsident Woodrow Wilson eine 14-Punkte-Erklärung vor, da die neue Friedensordnung versprach, dass die Völker ihr eigenes Schicksal bestimmen sollten. Es wurde gesagt, dass die Rechte der Völker auf Selbstbestimmung betont werden sollten. Während der Ersten Weltkrieg kämpfte General Sharif Pascha auf der Seite der osmanischen Armee. Nach dem Krieg wurde Kurde Sharif Pascha als Vertreter der kurdischen Bewegung zu der Pariser Friedensgespräch in Service entstand. Dort lieferte Sharif Pascha und die kurdischen Forderungen. Zusammen und mit dem armenischen Vertreter stellten sich dem Kongress ihre gemeinsamen Forderungen vor.
während diese Verhandlungen im Interesse der Kurden in Armenien lagen, waren die Türken, die dagegen waren, gerade dabei, dies in Anatolien und Kurdistan zu verhindern. Mustafa Kemal hat den Kurden auf seinem Kongress in Städten Erzurum und Sivas in Kurdistan mit einigen Kurden gemacht und später in türkischen Stadt Amasya Erklärung der Kurden Autonomie versprochen. Dies wurde jedoch nach der Gründung der türkischen Republik durch die türkische Nationalbewegung unter Mustafa Kemal verhindert. Mustafa Kemal wurde der neue Diktator der im Entstehenden begriffenen türkischen Republik. Er nannte seinen Namen Atatürk, was Vorfahre der Türken bedeutet. Der Sultan in Istanbul wurde abgesetzt, die Hauptstadt nach Ankara verlegt. Von Autonomie der Kurden war keine Rede mehr. Außerhalb der Kurden niemand hat von Autonomie der Kurden gesprochen. Sogar diese türkische Regierung leugnete schließlich die Existenz der Kurden, verbot ihre Sprache und Kultur. Hunderttausende Kurden wurden massakriert, Kurdistan wurde zerstört. Die ursprünglich Besitzer dieser Ländereien und Angehörigen dieses Jahrtausende älteste Volk wurde einfach der Türken geworden. Was bedeutet Kurde? Sagte türkische Republik, da die Leute beim Gehen im Schnee im Geräusch wie hart Hurt macht. Nach der Massaker Kurden wurden einfach Bergtürken und Hardcore geworden. Als Folge dieser falschen und mörderischen Politik von Mustafa Kemal tötet die türkische Staat seit mehr als einem Jahrhundert die Kurden. Aber auch die Kinder armer türkischer Familien sterben auch in diesem Krieg. Die Kinder armer türkischer Familien werden durch eine faschistische Politik einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie glauben, dass sie ihre Heimat im Krieg in Kurdistan verteidigen. Aber Kurdistan ist jedoch nicht ihre Heimat. Kurdistan gehört Kurden. Bis Ende des 20. Jahrhunderts gab es immer wieder kurdische Aufstände, von allem in der Türkei, im Irak, in Irak und Syrien wurden abgesehen von diesen Aufständen alle kurdischen Vereine und Organisationen verboten. Umsiedlungen und Vertreibungen wurden durchgeführt, um die Kurden zu zerschlagen. In Ostkurdistan, iranischer Teil, kämpften früher die Kurden für ihre kulturelle Autonomie, aber jetzt für eine Föderation. Trotzdem gelten Kurden auch dort als nur iranisch. Seit ein paar Monaten fast 500 Demonstranten wurden bei der Demonstration in Iran Demonstrationen in Iran und Ostkurdistan getötet, die nach der Ermordung von Kurdin Jina Amiri im Iran begannen und noch andauern. Diese heftig getöteten Demonstranten waren Kurden. Tausende Frauen wurden vergewaltigt, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Der iranische Islamische Staat hat nun mit den Hinrichtungen der Demonstrationen begonnen, um die Demonstrationen zu unterdrücken. Das kurdische Volk bezeichnet die iranische Republik Iran als iranische Republik der Hinrichtung. Mit den Ereignissen im Iran in den letzten Jahren revoltierten die Kurden, um ihre Autonomierechte zu erhalten, die sich mit dem Algerien-Abkommen von 1975 verloren hatten. In Südkurdistan, oder kann man sagen, irakischer Teil, ansässige kurdische Parteien und Organisationen wollten Kirkuk bereits 2003 einnehmen, um ihre verhassten Diktator Saddam Hussein loswerden und schließlich ihr Ziel zu erreichen.
eine eigene Stadt zu gründen. Dann wollte sie nach Bagdad marschieren. Wieder wurde es nicht gegeben, weil die US-Regierung es nicht erlaubt hat. Kurden in Südkurdistan, irakische Teil, hielten 2017 das unabhängige Referendum ab und die große Mehrheit stimmte zu. Alle kolonialistischen Staaten, Amerika und westliche Staaten, die Kurdistan besetzten Staaten, widersetzten sich dem kurdischen Staat. Obwohl sie heldenhaft gegen islamische Terroristen kämpfen, erhielten sie nicht viele nationale Rechte. Die Kurden haben nicht nur für ihr eigenes Volk, sondern für die ganze Welt gegen islamische Terroristen gekämpft. Denn ihr Land, denn dieser Terrorattack ist die ganze Welt gefährlich. Während die Kurden gegen die islamische Staat kämpften, gaben die Tausende von weiteren oder Opfer gefallen. Der Staat, der islamische Staat am meisten gegen die Kurden unterstützt, ist die türkische Regierung. Die Türkei ist immer noch in dieser Hilfe aktiv. Nun, Türkei will gemeinsam mit dem Islamischen Staat und anderen Terrorgruppen in Rojava, Kurdistan einmarschieren und die Kurden dort massakrieren und vertreiben. Aber das interessant ist, dass ein NATO-Mitgliedsland dies getan hat, aber es nicht viele Reaktionen vom NATO-Mitgliedsländern gab. Das ist ganz interessant. Die Kurden haben ein Sprichwort, das gut zu hören. Die Kurden haben keine Freunde außer den Bergen. Also dieser Spruch wurde ausgesprochen, weil niemand der Kurden geholfen hat. Während des Ersten Weltkriegs massakrierten die osmanische Türken 1,5 Millionen Armenier, den Rest flog nach russischer Armenien, indem sie ihren Leben retteten. Im gleichen Zeitraum massakrierten die Osmanen 600.000 Kurden. Während der Republik Türkei wurde Hunderttausende Kurden massakriert. Sie töten immer noch jeden Tag Kurden. Interessanterweise wurde das Massaker an der Armenien in Europa, Amerika und einige andere Länder als Völkermord oder Genozid anerkannt. Ich bin nicht dagegen. Allerdings wurde die Massaker, die die Kurden nur im Nordkurdistan durch den türkischen Staat erlitten haben, teilweise nicht einmal erwähnt. Das ist ein Paradox und betrügerisch. Der irakische Führer Saddam Hussein tötete Hunderttausende Kurden bei lebendigem Leib, indem er sie in den Wüsten des Iraks begrub. Er tötete in Stadt Halabja Kurden, Frauen, Kinder, alte und junge Menschen mit chemischen Bomben. Aber das äußerte sich der Welt Jahre später. Aber keiner von ihnen wurde als Genozid anerkannt. Erneut tötet Terroristen des Islamischen Staates tausende jesidische Kurden in Schengal und erführten ihre Kinder und Frauen als Kriegsbeute. Nach heute erkennen viele Länder dieser Massaker nicht als Völkermord oder Genozid. Doch im 21. Jahrhundert werden von den Augen der ganzen Welt täglich Kurden von Dutzenden von Kurden von kolonialistischen Türkei und dem im Irak massakriert. In Syrien und Irak ist die Situation nicht viel anders. Obwohl die Kurdistan-Massaker durch die arabischen, persischen und türkischen Staaten viel höher waren als die armenischen Massaker, aber zeigten die Staaten der Welt keine große Interesse. Wieso denn? Heute gibt es 195 Staaten auf der Welt.
die von den Vereinten Nationen anerkannt sind. Mit über 50 Millionen Einwohnern hat Kurdistan noch immer keine Stadt. In unseren nächsten Sendungen werde ich darüber sprechen, warum die Kurden keine Stadt haben. Schauen wir jetzt die Bevölkerung einiger Länder an, die Städte mit ihren kleinen Bevölkerung sind. Zum Beispiel Luxemburg, 637,070 Einwohner. Und Monaco, 39.520 Bevölkerung. Liechtenstein, 38.250 Bevölkerung. Bahrain, 1.748.000 sind mit ihren kleinen Bevölkerung zur Stadt geworden. Die Liste der Staaten mit kleinen Bevölkerung ist länger, aber Kurden über 50 Millionen noch immer keinen Staat. Ich bin nicht gegen diese kleinen Staaten. Jedes Land, das die Eigenschaften hat, eine Nation zu sein, sollte seinen Staat gründen. Alle diese Staaten, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind, sollten sich jedoch für die Gründung eines Staates Kurdistan einsetzen. Während das Unabhängigkeitsreferendum 2017 in Südkurdistan abgehalten wurde, unterstützen die Staaten der Welt es nicht. Warum? Weil all diese Länder Handelsbeziehungen zu den Staaten Türkei, Iran, Irak und Syrien unterhalten. Sie haben Referendum nicht unterstützt, weil es nicht an ihrem Interesse war. Es gibt keine solche Katastrophe auf der Welt oder auf der Erde. Ein Volk ohne Staat mit 50 Millionen Einwohnern. Können Sie das vorstellen? Schwierig. Wir fordern die Vereinten Nationen und alle anderen Institutionen und Organisationen der Welt in dieser Angelegenheit aktiv zu werden, damit sie dieser Unrecht, das den Kurden zugefügt wird, verhindern können. Gleichzeitig sollte den Kurden das Recht gegeben werden. Müssen sie eine Stadt gründen, sonst wird es weder im Nahen Osten und noch in der Welt Frieden geben. Denn das kurdische Volk ist nicht weniger wert als andere Völker. Sie brauchen einen Staat. Die Kurden müssen sich mit ihrem Staat verteidigen, von Massaker verteidigen, sonst diese Massaker hört nie auf. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier endet unsere Sendung der Geschichte, Kultur und Sprache Kurdistans. In unserer nächsten Sendung stelle ich Ihnen eine neue Thema vor. Vielen Dank für Ihren Zuschauer. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen und tschüss.